Die Illegalität, die steht an Traité vom Funktionament von der Europäischen Union, das beschrieben, Artikel 123 und 125, die Vergemeinschaftung von Schulden an der Europäischen Union als verboten. Traité, die wir ratifiziert tun, es war Blicke in der Chamber, wo ihr beeindruckt, dass mehr von der Polemik wie vom Inhalt von den Interventionen. Ich habe ein bisschen am Blick das Gefühl, dass eine Reihe Argumente vierbrucht gehen, für die Attitüde von der Regierung zu justifizieren, die aber eigentlich schlimmste Kehr geben, dem Partei gefroht ist. Kein Mensch stellt die Notwendigkeit von der Solidarität mit Italien, mit Spanien, mit anderen hervor. Das habe ich direkt gesagt, wie ich Motion 4 gestaltet habe. Das ist die elementare Menschlichkeit, die elementare Solidarität steht gar nicht zur Debatte. Natürlich. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, das zu erreichen. Legal oder illegal, wenn ihr die europäische Traité guckt. Wir sind für die legale Methode. Als kein Jurist. An die illegal, und das wundert mich auch mehr wissen als eine Intervention, Herr Präsident. Wir verstehen uns ja als Rechtsstaat. Und wir sagen auch immer, die Traité, die wir ratifiziert haben, wie Daximini gesagt, die müssen angehalten gehen. Und an denen Traité stehen Artikel, die das da explizit verbieten. Für Wert an Europa. Für Wert. Sind immer 27 Staaten überhaupt bereit, über Corona-Bomben zu schwätzen. Und die andere Majorität, die große Majorität, refusiert das, weil es am Traité verboten ist. Für Wert ist das ökonomische Argument, das die Geringe für drun zitiert, falsch. Aber es geht darum, natürlich Ressourcen dort zu kanalisieren, und noch den Betrieb in Italien zu helfen, und die Échange ökonomique führen zu bringen, selbstverständlich, über legale Mittel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eine gute Gestion von den Finanzen in einer Reihe von europäischen Ländern das Rating von den Ländern verbessert, und an der Ökonomie nun einmal so ist, dass das Rating von den Entreprisen auch aufhängt vom Rating vom Staat. Es ist einfach eine Legalsituation, die wir als ADR präservieren. Wir wollen Legalität an Europa. Wir wollen Finanzmittel zur Verfügung stellen für die Ökonomie von den Staaten zu stärken, so wie dann der Vertrag steht, so wie der europäische Stabilitätsmechanismus es erlaubt. Und das ist das, was der ADR will. Solidarität auf legalem Weg. Und dafür stimmen wir zu dieser Idee.